Moin Moin, schön, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben bei Radio Weser TV, beim Fair Talk an Land hier im Weserschlösschen in Nordenham-Blexen. Wir sitzen wieder an unserem Stammtisch und Stammzuschauer und Zuhörerinnen und Hörer, die wissen es natürlich. Wir kümmern uns seit vielen, vielen Jahren um die plattdeutsche Sprache. Plattdeutsche Nachrichten haben wir im Angebot, eine plattdeutsche Kolumne, wir haben eine plattdeutsche Nachrichtensendung, Theaterankündigungen. Selbst diese Sendung, die gibt es auch auf Platt, kann ich schon gleich ankündigen, in der nächsten Woche. Da haben wir Fair Talk an Land ob Platt mit Hans Mein. Und um die plattdeutsche Sprache, da geht es heute. Vielleicht hat es der ein oder andere gelesen. Eine bekannte Moderatorin aus Funk und Fernsehen, die auch mit Plattdeutsch groß geworden ist, die hat sich neulich zu einer sehr eigenwilligen These verstiegen. Sie hat nämlich gesagt, die plattdeutsche Sprache würde künstlich am Leben gehalten werden. Das hat viele aufgeregt, viele geärgert. Mich hat es auch geärgert, aber vor allen Dingen hat es jemanden geärgert, der mir jetzt gleich Rede und Antwort stehen kann, und über den Gast freue ich mich sehr. Sie ist Entertainerin, Sängerin, Moderatorin und einfach ein Universaltalent. Ich freue mich sehr auf Andi Thorsten. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist, das freut mich wirklich sehr. Wir hatten eigentlich schon einen Termin, den du leider nicht wahrnehmen konntest, als es um Plattart ging. Ja. Dazu aber gleich mehr. Erstmal, was ging dir durch den Kopf, als du diesen Spruch von einer Kollegin gelesen hast? Ja, eine mir sehr liebe Kollegin sogar, denn man muss einmal vorweg sagen, glaube ich, dass Ina Müller und ich kein Beef miteinander haben. Also hatten wir nie und haben den auch nicht. Und das ist bei dieser ganzen Diskussion darüber, was sie gesagt hat, ein bisschen in den Vordergrund gerückt, dass es da ziemlich viel Ina Müller-Bashing gab im Nachhinein, und das möchte ich gerne vermeiden. Ich mag nicht gerne schlecht über Kolleginnen reden. Vor allen Dingen, wenn sie der plattdeutschen Sprache so viel gegeben haben und ja auch für mich als Künstlerin, als plattdeutsche Künstlerin und Moderatorin viele Wege ja auch geebnet hat. Und das mag ich nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mir ist eine Menge durch den Kopf gegangen. Meine Synapsen haben nur so gefeuert. Und es hat ganz viel in mir aufgewühlt. Und das Tolle ist, ich musste mir noch mal richtig genau Gedanken darüber machen, über die plattdeutsche Sprache und was sie wirklich für mich bedeutet. Also erstmal kann man fast sagen, danke für diesen Satz, den du vielleicht anders gemeint hast, Ina. Denn der hat eine Menge bewegt. Nicht nur in mir, sondern auch in der plattdeutschen Community. Ganz, ganz viele Menschen, Plattschnackers, Native Plattschnackers, Protes und Kürers, haben Aktionen gemacht, haben sich dazu geäußert, und das ist erstmal großartig. Mir ist durch den Kopf gegangen, vor allen Dingen, dass ich nicht glaube, dass die plattdeutsche Sprache künstlich am Leben erhalten wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die plattdeutsche Sprache hält uns am Leben. Also ganz andersrum. Das ist meine Herzenssprache, das ist so von so vielen Menschen Herzenssprache. Und ich glaube, erst durch diese Sprache haben wir, die sie sprechen oder damit sozialisiert sind, überhaupt eine Form der Verwurzelung. Also dadurch können wir überhaupt in die Welt hinausgehen und irgendwie neue Eindrücke gewinnen, auf Menschen zugehen, neue Dinge erleben, Dinge ausprobieren, auch risikofreudig sein, weil wir so eine Sprachverwurzelung haben, die uns ganz klar auch hier mit der Region verbindet. So. Und ich rede auf einmal ganz, ganz viel. Möchtest du nicht mal dazwischen grätschen und noch eine Frage stellen? Ich höre dir einfach Sonst gerne wird das zu. Hier so ein kleiner Monolog. Ist das in Ordnung? Ich bin ja auch nur da, der Stichwortgeber zu sein und die Fragen zu stellen. Aber man hat gerade schon gemerkt, die Bedeutung, die Plattdeutsch auch für dich hat. Vielleicht ganz kurz mal, bist du plattdeutsch groß geworden? Du kommst aus Aurich. Haben deine Eltern mit dir platt geschnackt oder gebrotet oder gebratet? Also ich bin natürlich im Kreiskrankenhaus Aurich zur Welt gekommen, weil das naheste Krankenhaus war. Aber ich komme ganz ursprünglich vom Feen, also Spetzer Feen. Ich bin Feentje Wicht und wir broten platt und schnacken kein Platt. Meine Eltern haben nicht miteinander platt gesprochen, weil mein Vater ein Zugezogener aus Hamburg war. Aber meine Mutter hat mit ihren Eltern platt gesprochen. Meine Mutter hat erst
in der Schule Hochdeutsch gelernt, sie hat mit ihrer Schwester Plattdeutsch gesprochen. Alle um mich drumherum haben Plattdeutsch gesprochen, so dass ich eine starke Sozialisierung im Plattdeutschen habe und so viele wichtige Sachen um mich drumherum und zu mir auf Plattdeutsch gesagt worden sind, dass es, glaube ich, ein logisches Selbstverständnis war, dass irgendwann ich das eingefordert habe, dass man mit einer größeren Selbstverständlichkeit auch mit mir Plattdeutsch spricht und ich auch auf Plattdeutsch antworte. Meine Großeltern haben das immer gemacht, so, aber mit meiner Mutter musste ich das ein bisschen erkämpfen, sozusagen. In Sina, die ja auch bei dir hier schon zu Gast war, weil ich ja zu Plattart nicht kommen konnte, wir sprechen auch mittlerweile in einer großen Selbstverständlichkeit Plattdeutsch miteinander und das ist sehr schön. So, dass dann irgendwann das allererste Lied, was ich in meinem Leben geschrieben habe, in so einer Notsituation, die ich hatte, tatsächlich auf Plattdeutsch rausgepurzelt ist, sagt, glaube ich, auch noch mal sehr viel über diese Sprache aus. Also wenn wir in Not sind, wenn wir eine besonders große Freude in uns tragen, wenn dann etwas in einer bestimmten Sprache rauskommt, dann hat die einfach eine andere Relevanz und Wichtigkeit. Sprache ist sowieso unglaublich wichtig, weil Sprache so eine Macht hat. Ja, wir identifizieren uns über Sprache, wir können uns ausdrücken. Wir können so sprechen, dass sich Menschen in ihr wiederfinden. Wir können so sprechen, dass sich Menschen durch sie ausgeschlossen fühlen. Und ich bin mir dieser Macht der Sprache bewusst und damit sind wir auch wieder bei dem Satz, den Ina gesagt hat, diese Sprache wird künstlich am Leben erhalten. Das war in einer großen Kraft und Gewaltigkeit ein Schlag in die Fresse für alle, die sich um plattdeutsche Sprache bemühen und kümmern. Für all us Plattaktivistinnen. Und ja, wir müssen uns ein bisschen um diese Sprache bemühen. Das ist total klar. Aber ich glaube nicht, dass es so weit ist, dass sie künstlich am Leben erhalten wird. Da sind noch keine lebensrettenden Sofortmaßnahmen nötig. Aber es braucht ein bisschen mehr Engagement und ein bisschen weniger Pessimismus, um sie zu pflegen. Da komme ich auf jeden Fall auch noch drauf. Wobei dieses Wort pflegen zum Beispiel, das mag der Moderator von der nächsten Woche, der Hans gar nicht gerne, weil er sagt, pflegen muss man sich an jemanden, der krank oder verletzt ist. Und die plattdeutsche Sprache ist sehr lebendig. Das sind zumindest seine Worte, wenn ich das so richtig wiedergebe. Also ganz liebe Grüße an Hans. Hans und ich mögen uns ja auch sehr. Das muss man sagen. Er ist ja auch einer der großen Plattaktivisten. Aber die Pflege, da geht es auch um alles, was wir lieb haben. Sei es um unser Haustier, was gepflegt werden muss, oder eben um unser Auto oder um Freundschaften. Von daher gehe ich da ein bisschen weg von dem reinen Kranken- und Alt- und so weiter Status. Ja. Aber man hat eigentlich in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, dass die plattdeutsche Sprache wieder an Kraft gewinnt, an Zuspruch gewinnt. Junge Leute, die anfangen, wieder Platt zu sprechen, das in den Schulen auch zu lernen und nicht nur aus folkloristischen Gründen oder nicht nur, weil man irgendwie sich mit diesem schenkelklopfenden Humor, der eine Zeit lang mit Plattdeutsch nur verbunden wurde, auseinandersetzt, sondern weil auch eine ernsthafte Diskussionen auf Plattdeutsch stattfinden, Bücher auch platt geschrieben werden, Musik auch platt geschrieben wird, Rock auf die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen. Gerade in so einer Zeit, wo man merkt, eigentlich überall gibt es kleine Aktivitäten, die Sprache zu fördern oder zu sprechen einfach und am Leben zu halten. Da ist doch gerade in so einer Zeit denn so ein Spruch besonders ärgerlich, wenn man dann auch noch so wie ihr also ein Plattdeutsch-Festival organisiert, was seit Jahren erfolgreich auch läuft. Und wenn dann so ein Spruch einer namhaften Künstlerin kommt, das kommt ja nicht von irgendwem, sondern jemand, der eine große Reichweite hat, dann ist das noch umso schmerzhafter. Ja, vor allen Dingen, weil Ina ja natürlich auch für uns alle irgendwie immer so eine Leuchtturmfigur war, für das Plattdeutsche stehend und eben Plattdeutsch auch in die Fläche gebracht hat sozusagen, also in den Medien. Wofür wir alle sehr dankbar sind, das dann von so jemandem zu hören. Ich kann verstehen, was sie damit meint. Nämlich all das, was du gerade aufgezählt hast, sind ja alles Dinge, die vielleicht nicht dafür sorgen, dass Plattdeutsch auch wieder im Alltag Platz hat. Ja, wir haben dieses große Plattart-Zeltfestival in diesem Jahr gefeiert. Wir
wir sprechen platt auf Bühnen, wir singen Lieder, wir schreiben Gedichte. Das sind alles Kunstformen, aber es ist eben nicht künstlich. Und das, was ich auch als erstes im Herzen hatte, als ich diesen Satz las, war so, komm doch einmal op Visiten aus Friesland. Ne? Also komm einmal nach Ostfriesland zu Besuch. Da wirst du merken, dass diese Sprache einen ganz, ganz großen Platz im Alltag hat. Wo das ganz selbstverständlich ist, dass man auf der Straße Plattdeutsch spricht und im Laden und mit der Sprechstundenhilfe, wie auch immer. Was man wahrscheinlich in der großen Stadt wie Hamburg eben nicht hat, wo sie wohnt. So. Ich glaube, wir als diejenigen, die schon so lange in plattdeutschen Gefilden unterwegs sind, müssen natürlich auch unsere Eitelkeit ablegen. Wir können nicht immer auf diese Spätkonvertierten, wie ich sie gerne nenne, die irgendwie in der Schule Plattdeutsch lernen oder halt sehr, sehr viel später über einen Kreisvolkshochschulkurs oder wie auch immer. Den können wir nicht immer sagen, das ist aber falsch oder das ist kein richtiges Platt oder das wird aber anders konjugiert und so weiter. Ich finde, das macht man nicht auch. Also erstmal dankbar sein, dass da jemand unsere Sprache lernen will. Also das finde ich so großartig, dass jemand daherkommt und unsere Sprache lernt, damit wir uns gegenseitig Geschichten erzählen können und uns verstehen. So, dafür erstmal dankbar sein und Mund halten. So. Und dann das Angebot machen, du, wenn mir etwas auffällt, wo ich dich noch verbessern kann in der Aussprache oder bei der Grammatik, wollen wir uns da mal zusammensetzen oder soll ich dich vielleicht sogar jedes Mal korrigieren, wenn ich das höre? Da hat ja jeder ganz andere Empfindungen, wie er das braucht und haben will. So, ne? Und vor allen Dingen dürfen die AmmerländerInnen und die Menschen aus Oldenburg und aus Ostfriesland und Schleswig-Holstein nicht immer sagen, unser Platt ist das Schönste und Beste. So, ne? Also da haben wir nämlich einfach eine große sprachliche Vielfalt und die dürfen wir gerne alle pflegen und feiern und die haben alle nebeneinander Platz. Absolut. Ja. So ist. So jetzt, die haben alle nebeneinander Platz. Es gibt ja so viele verschiedene sprachliche Ausrichtungen und es ist eben halt eine Sprache und kein Dialekt, was immer wieder verwechselt wird. Du hast aber gerade gesagt, du bist nicht plattdeutsch eigentlich groß geworden. Wann ist das denn bei dir so, diese Lust am Plattdeutschen wirklich entstanden und dich mehr mit dieser Sprache, mit den Wurzeln der Sprache auseinanderzusetzen? Also ich war schon immer sehr stolz darauf, dass ich diese Sprache verstanden habe und sprechen konnte. Ich war natürlich, es war ein bisschen, ich glaube, unfair, aber ich bin ja in Oldenburg zur Schule gegangen und kam nun mal aus Ostfriesland und habe deswegen bei den plattdeutschen Lesewettbewerben natürlich massiven Vorteil gehabt. So. Und da hatte ich schon eine große Lust an dieser Sprache und also vermorgt an. Und auch später mit Oma und Opa, wie gesagt, das war so ein schleichender Prozess, dass diese Sprache immer mehr in meinen Sprachschatz eingezogen ist. Und dann kam aber dieser große Punkt, dass ich über Umwege und schöne Zufälle oder aber auch Schicksalsmomente das Angebot bekommen habe, am Staatstheater in Oldenburg in der Faust-Inszenierung den Mephisto zu spielen, auf Plattdeutsch, was irgendwie so, ich dachte so, was wollt ihr? Ja klar, also ist mir auch völlig egal, wer Regie führt, ob ich da Zeit habe. Ich sage an dieser Stelle ja, denn das finde ich so unglaublich interessant und spannend. Und das war das erste Mal, dass ich mit Plattdeutsch so richtig wichtig und auf der Bühne stand. Und dann kam eins zum anderen. Dann wurde der NDR irgendwie darauf aufmerksam. Dann wurde ich Dramaturgin des Plattart-Festivals. Dann wurde ich Intendantin des Plattart-Festivals. Dann kam die Hör mal und Bait and Tell-Kolumne beim NDR dazu. Dann kamen die ersten beiden Bücher. Und zwischendurch noch das Solo-Kabarett-Programm auf Plattdeutsch. Und dann kamen irgendwann die YouTube-Tutorials mit den Deichgranaten dazu. Und seitdem wissen die Leute auch, wie man eine Ikea-Kommode aufbaut auf Plattdeutsch. Also nein, es geht immer weiter mit dieser Sprache und es gibt kein Halten, weder für mich noch für diese Sprache. Ich glaube nicht, dass wir sie künstlich am Leben erhalten müssen. Sie ist da. Sie ist da und sie ist
Auch wenn sich gerade schon die Fliegen am Jahr absetzen. Die belästigen mich hier auch die ganze Zeit. Also da müssen wir jetzt durch. Vielleicht noch ein Satz noch eben nochmal zu Ina Müller. Du hast gerade gesagt, es gab kein Beef oder gibt es auch nicht. Gab es eine Reaktion? Du hast ja auch auf ihre Replik sozusagen öffentlich reagiert. Hast ja deine Wut nicht einfach kanalisiert und bei Facebook gepostet, sondern du bist damit ja richtig an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist auch abgedruckt worden. Das heißt, gab es da jetzt nochmal Kontakt zu Ina Müller und habt ihr euch da ausgesprochen oder zusammengesetzt? Nee, leider nicht. Ich glaube, und das kenne ich ja auch, manchmal wird man so kontextlos zitiert. Eventuell ist ihr das passiert und sie hat die Möglichkeit auch immer noch, ich glaube, sich dazu zu äußern und keiner ist ihr böse drum, dass es jetzt etwas später passiert, als wir uns das vielleicht gewünscht haben. Ich kann auch verstehen, dass sie das nicht noch weiter, also nicht noch größer machen wollte, als es dann auf einmal wurde. Ich war auch etwas überrascht um das, was da passiert ist. Ich bin am Tag der Veröffentlichung es war ja eigentlich nur ein Leserbrief, wenn wir ganz ehrlich sind. Der ist dann aber als Artikel abgedruckt worden. So kann es manchmal passieren und dann auch nicht in einer Zeitung, sondern irgendwie in 5. Damit habe ich nicht so ganz gerechnet. Und an dem Tag, als das abgedruckt worden ist, hatte ich eine massive Schulter-OP und wachte aus der Narkose auf und guckte auf mein Handy und es war so, ach herrje, was machen wir denn jetzt? So, genau. Also Ina hat sich nicht gemeldet. Liebe Ina, wenn du es siehst, wenn andere Menschen das sehen, die Ina was ausrichten können, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf jeden Ostfriesentee, den wir miteinander trinken. Und wir könnten ja irgendwelche kaulen über die Plattdeutsch Sprache. Ich will mich lebt freuen. Wir müssen noch mal eben über das Plattart Festival, da wärst du ja normalerweise hier bei uns schon gewesen, jetzt über das Plattart Festival gesprochen. Das ist zu Ende gegangen. Wie erfolgreich war es? Es war jetzt ja sozusagen unter erschwerten Bedingungen hat stattgefunden, weil es nicht so hat stattfinden können, wie es ursprünglich geplant war, aufgrund der Situation, die wir alle kennen, aufgrund von Corona. Ihr musstet ein Zeltfestival davon machen, in Anführungsstrichen mussten. Wir durften. Oder ihr durftet. Wie war's? Wie ist es angekommen? Und vielleicht noch für alle, die unsere erste Sendung nicht gesehen haben, was hat es genau mit dem Plattart Festival auf sich? Ja, also ich bin seit 10 Jahren im Team von Plattart, seit 2014, glaube ich, Intendantin. Das Plattart Festival ist das größte neue niederdeutsche Kulturfestival. Es geht um neue niederdeutsche Kultur. Da haben sicherlich auch zwischendurch Schenkelklopfer, Döntjes und Datumin Leuchtenbus Platz, weil das gehört genauso zur plattdeutschen Sprache und auch das feiere ich sehr. Aber eben nicht nur. Es geht um neue Kulturformate von Poetry Slam über Science Slam, gemeinsames Koppelsingen, partizipative Projekte. Wir haben einen eigenen plattdeutschen Beschwerdechor gegründet vor ein paar Jahren, ein Projektchor, der das Plattart Festival nicht nur überlebt hat sozusagen, sondern sich fest etabliert hat und auch auf anderen Festivals singt. Wir machen ganz viel verrücktes Zeug, was ganz schön risikofreudig ist und da freue ich mich immer sehr drüber. Mit einem ganz fantastischen Team, welches sich in der oldenburgischen Landschaft die ganze Zeit trifft, weil die oldenburgische Landschaft ist sozusagen Veranstalterin des Festivals. Ich habe einen eigenen Beirat, der mir zur Seite steht mit Stütt und Stöllen und die setzen sich zusammen aus eben plattdeutschen MultiplikatorInnen, Institutionen hier aus dem Gebiet. Und dann habe ich noch eine großartige Dramaturgin, Gesche Gleustein, Insina, die als meine Assistentin dabei ist, Kultur Nord als Festivalbüro. Du merkst, es ist ein unglaublich großes Team, was es braucht für so ein Festival. Und es ist ein Herzensfestival. Wir machen das eigentlich alle 2 Jahre. Dann kam das böse C-Wort. Wir mussten es absagen in 2021, haben es auf 22 verschoben. Es wäre im März gewesen. Im März gab es noch gar keine Planungssicherheit. Es gab noch sehr, sehr viele Auflagen. Unser Festivalmotto war allerdings Miteinander. Also miteinander, gemeinsam. Wir schaffen es nur, uns den Herausforderungen der Welt und der Zeit zu stellen, wenn wir es gemeinsam machen. Und wir hatten nicht das Gefühl, das Festivalmotto
mit dem, wie die Welt gerade uns auch Auflagen also das war total klar. Wir waren für die Auflagen und konnten aber dann nicht das Festivalmotto mit diesen Auflagen irgendwie durchsetzen. Das hat nicht funktioniert. Also haben wir gesagt, wir müssen es nochmal verschieben. Und dann waren wir alle sehr traurig und dann stand Uwe Schwettmann von Kultur Nord auf in all unserer Trauer und sagte, ich habe da eine Idee. Ich habe da ein Zirkuszelt im Sommer auf dem Weser-Emshallen-Gelände stehen, wegen anderer Veranstaltungen. Habt ihr irgendwie Bock, da 2 Tage reinzugehen? Und wir, also da gab es dann nicht mal so eine richtig basisdemokratische Abstimmung, weil wir alle gleich uns so überschlagen haben mit Ideen. Und dann wurde ich also quasi über Nacht von Plattart-Intendantin zur Zirkusdirektorin. Und das war großartig. Also 2 Tage mit unserer Sonntagsversammlung, die wir ja auch immer abhalten, mit so vielen plattdeutschen KünstlerInnen. Der NDR hat es 2 Tage lang mit, ich glaube, 3 Kamerateams begleitet. Man kann davon noch ganz, ganz viel sehen. Und einer großartigen Gala und Parammel überall. Also es war wirklich großartig. Und das Ganze habe ich sehr, sehr genossen. Also ich glaube, ich habe es so sehr genossen wie noch kein Festival. Nicht nur, weil wir da so lange uns darauf vorbereitet haben und so lange vorgefreut haben, sondern weil das mein letztes Plattart-Festival war. Ich habe meine Intendanz abgegeben. Ich bin immer dafür, den Platz frei zu machen für neue Impulse. Und ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht. 10 Jahre lang hat Plattart mir ganz viel gegeben. Und ich hoffe, ich habe Plattart ganz viel gegeben. Und jetzt dürfen es andere machen. Aber das war in vielen Momenten gar nicht einfach. Und ich habe viel geweint auf den Bühnen. Aber das kennen wir ja von mir nicht anders. Ich sage immer gerne öffentlich-rechtliches Heulen mit Anni Heger. Und alle dürfen dabei sein. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Noch gibt es keine Nachfolge, aber man ist auf der Suche. Also wenn ihr Bock habt auf Plattdeutsch und auf richtig viel organisieren, keinen Schlaf bekommen, kaum was essen, aber mit einem tollen Team. Klingt sehr verlockend. Ja, dann meldet euch mal bei mir vielleicht, wenn ihr da mehr Fragen habt. Wäre gut, wenn ihr so ein bisschen Plattdeutsch sprechen könntet. Und so ein bisschen Unterstützung wird es von Anni Heger mit Sicherheit. Ja, natürlich. Und die Deichgranaten, die treten dann hoffentlich da auch auf. Das ist ja dein musikalisches Projekt. Momentan, Wir könnten über so viele Projekte noch reden, aber so langsam rennt uns schon die Zeit davon. Aber nochmal generell zur plattdeutschen Sprache. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Plattdeutsch auch nicht nur in allen möglichen kulturellen Bereichen abgefeiert werden soll, so toll und wertvoll das ist, sondern Plattdeutsch soll im Grunde genommen, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch ein bisschen in den Alltag wieder zurück. Das ist mir zumindest sehr wichtig. Was muss aus deiner Sicht getan werden, um die plattdeutsche Sprache genau da wieder hinzuholen in den Alltag? Also ich finde, wenn wir Lösungen finden wollen, müssen wir so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Das ist nun mal so. Und das ist ja das, was wir auf weiter Flur immer und immer wieder hören. Also ich frage ganz oft, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der aus einer plattdeutschen Region kommt und mir sagt, ja, ich spreche kein Platt, was ist da schiefgelaufen? Also an welcher Stelle ist das so schiefgelaufen? Und dann ist es jedes Mal die Antwort. Bestimmt 99%. Ja, damals haben meine Eltern gedacht, aus mir wird nichts oder ich habe dann Probleme in der Schule und es war nicht modern damals. Also ist doch ganz klar, die Leute, die Plattdeutsch sprechen, sprecht mit euren Kindern Plattdeutsch. Ganz normal zu Hause. Großeltern, sprecht und singt mit euren Kindern plattdeutsche Lieder und wenn es nur kleine Gedichte sind, pflanzt die Sprache in die Herzen der Kinder. Ich glaube, das, was wir brauchen, das sind vor allen Dingen auch Erinnerungen, die wir schaffen. Ich spreche diese Sprache und sie ist meine Herzenssprache, weil meine Großeltern mir die Liebe zu dieser Sprache einfach mitgegeben haben und ich meine Großeltern so lieb gehabt habe und die mich. Und deswegen spreche ich diese Sprache und ich glaube, dass es geht nur darüber. Es geht nicht nur über die Kinder, das ist auch klar. Und es geht auch nicht nur über die Schulen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn wir Plattdeutsch in Schule anbieten, dann
ist das ganz fantastisch, weil Kinder einen Zugang dazu bekommen. Aber wahrscheinlich bleibt das Plattdeutsche dann auch in der Schule. Also sie brauchen schon irgendwo einen Ort, wo sie das dann ausleben können. Und sei es die Niederdeutsche Bühne in Neuenburg oder in Varel oder wie auch immer, lass uns miteinander in Schnack und in Brot kommen und ausprobieren. Also da an der Stelle mutig sein und einfach auch den Mut haben, ganz viel auf die Schnauze zu fallen mit der Sprache. Das kann ich nur sagen. Also, hört nicht auf damit, Plattdeutsch zu sprechen. Wir haben gerade ein neues Menschenkind in unsere Familie bekommen und ich habe meine Schwester, die sehr gut Plattdeutsch versteht, gefragt, wie soll ich denn überhaupt mit dem Kind sprechen? Und ich habe da ja mehrere Sprachen im Angebot, nicht nur Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und sie hat von vornherein gesagt, das ist doch logisch, du musst Plattdeutsch mit dem Baby jetzt sprechen. So, und das freut mich sehr, dass sie das so entschieden hat. Also in der Familie hat das auf jeden Fall schon mal wunderbar funktioniert. Und man merkt, mit welch einer Leidenschaft du diese Sprache pflegst und weiter bereicherst. Was sind die nächsten Pläne, wenn Plattart jetzt nicht mehr auf der Agenda steht? Ist ja wieder ein bisschen was im Terminkalender an Platz geschaffen worden. Was steht in dem Kalender? Ich glaube, dadurch ist nicht unbedingt mehr Platz im Kalender entstanden. Das weiß auch nicht. Glaube ich. Also ich habe immer das Gefühl, so irgendwo, wo gerade was wegfällt, es schafft nur so ein Vakuumbereich, wo dann irgendwie so wieder gleich was reingesogen wird. Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, noch 85 Termine auf Bühnen in ganz Deutschland und Luxemburg, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Menschen mich und uns auf diesen Bühnen besuchen kommen, vor diesen Bühnen, denn das ist gerade das, also Kultur ist gerade massiv unter Druck und wir haben sehr zu kämpfen und wir müssen alle ständig alles Mögliche absagen und das tut weder euch gut, noch tut es uns gut. Und da bin ich erstmal froh, wenn wir da durchkommen. Es gibt eine fantastische Weihnachtstour, Bethlehem, weil die Platte ist 2020 in der Pandemie rausgekommen. Ich hatte bisher keine Chance damit, zu den Menschen zu kommen und das werde ich jetzt groß abfeiern, mein Weihnachtsfest. Und das schon ab Ende November. Das steht also auf dem Programm, ja. Und wir feiern, dass du uns hier besucht hast. Ich komme gerne wieder. Und wir laden dich auch sehr gerne wieder ein. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und die Zuschauer hoffentlich auch. Zu Gast bei uns im Studio war heute Anni Heger und wir haben uns ein bisschen über die plattdeutsche Sprache unterhalten und über diesen unsäglichen Satz, die plattdeutsche Sprache würde künstlich am Leben gehalten werden. Und der Aufruf ging ja an Ina Müller, sich gerne nochmal auf einen Tee oder auf einen Kaffee oder auf ein Bierchen zusammenzusetzen und das Ganze nochmal auszudiskutieren. Mit uns können Sie auch wieder diskutieren, auch Platt sowieso, unser Radioprogramm kennen Sie. Da gibt es an jedem Mittwoch unsere plattdeutschen Nachrichten. Dienstagnachmittags gibt es die übrigens auch. Und natürlich gibt es viele plattdeutsche Sendeinseln bei uns im Programm. Schalten Sie doch mal ein. Und nächste Woche, da sitzt an dieser Stelle oder an der von Anni, das weiß ich noch nicht genau, der gute Hans Mein und präsentiert den Fairtalk an Land ob Platt. Also, wenn Sie sich für plattdeutsche Sprache interessieren, dann sollten Sie nächste Woche wieder einschalten. Für heute bedanke ich mich fürs Dabeisein. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.